So, liebe Freunde. Ja, jetzt ist also da unsere besinnliche Zeit, gell? Ja, überall Harmonie, Weihnachtslieder, Stimmung, kein Gezeder, gell? Kleiner Moment schnell. Ich darf nur eine halbe trinken. Ja, Maß auch, wenn es ist. Ja, bitteschön, gell? Ja, wo war ich jetzt? Genau. Es ist schon sauber besinnlich überall. Ja, direkt schön und so gemütlich. Ja, was ist jetzt? Ich hab gesagt, ich darf da noch ein Bier kriegen. Da ich aber schon. Ist schon die Spinnfetten ein Glasl drin. Ist ja nicht, dass das so lang dauert. Nein. Wo war ich denn wieder? Na genau, weil da kommt man gleich ganz draus aus der Besinnlichkeit, gell? Weil da habe ich abgelegt. Aber was sollst du denn machen? Wenn du einen Durst hast, hilft ja nichts. Wenn du einen Durst hast, hast du einen Durst. Gut, was wollt ihr jetzt eigentlich so? Ja, sag einmal, ja. Hey, ja, Herrschaft, wird jetzt das heute noch was da? Sackel, Zement, Halleluja. Jetzt einmal dazu, es lohnt sich ja da. Auch so eine Bagage, so eine Gestingerte, gibt's ja nicht. Ja, also, wie gesagt, Besinnlichkeit. Besinnlichkeit ist in der Zeit natürlich ganz wichtig. Ja. Ja, und mit einem frischen Bier, da bin ich gleich noch ein bisschen besinnlicher. Gell? Das macht schon einiges aus. Meine Frau versteht das aber nicht ganz. Naja, gestern hat sie gesagt, ja, mein lieber Gott im Himmel, jetzt kommt der schon wieder mit so einer Fahne heim. Mei, hab ich ein Kreuz. Sag ich, ja, da schon her. Da haben wir schon gleich eine ganze Prozession benannt. Ja, das ist auch der Grund, ihr werdet es ja schon gefragt haben, jetzt gesagt haben, gut schaut aus der Blase, aber warum hat der so komische Brühen auf? Ja, gestern Weihnachtsfeier gehabt. Mehr da muss ich nicht sagen, oder? Ja, Himmelkreuz und Fahnertrager, ha? Hallo, zusammengesoffen hab ich. Jetzt schaut mal den gestingerten Wirtsheim an da, ha? Steht da hinter der Schenk in seine Schuhe drin wie der Spatz in der Mörtel gefahren. Schau dir mal an. Arm wie Auszusel, Weißwürst und eine Figur wie ein Hundshitten. Jeden Eck ein paar. Ausschauen tust du, wenn's die Arschling durch den Zaun durchgezogen hätten. Und ein Gefries hat er dazu, wie ein eingedrucktes Köierfenster. Oh, habt ihr das gehört? Das war mein Geduldsfaden, der ist jetzt gerade gerissen. Ich möchte ja bloß was zum Trinken. Mehr will ich ja gar nicht. Ist das zu viel verlangt? Da wird man da mal ein bisschen besinnlich beieinander sitzen. Nicht? Ja, also. Ja, was ist denn jetzt Riede halt? Hey, du Krügelwascher, du Schwindsüchtiger. Jetzt schickst du mal den Krummbuckler die Bedienung her. Die Hatscher, die Totscher, die Brut hin. Der schiere Krapfer soll da mal rieren. Und sowas will ja Wirt sein. Du hast ja wohl Tierensuppen mit der Gabel gefressen, ha? Was? Was? Habt ihr das gehört? Der hat gesagt, ich krieg halt nichts mehr. Weil ich irgendwie so geschert und ausfallen wäre und Leute beleidigt. Und Leute haben sich beschwert. Okay, ich und ausfallen, ha? Wo war ich ausfallen, du blöder Hund da? Du spitzt doch vom Bohr weg. Du Ruhmloch, du Gescherz. Wo war die nie ausfallen, ha? Du kriegst dir selbst drum Bockfutzen, dass du den Zweiten Weltkrieg für eine Feuerwehrübung hältst. Wer beschwert sich, ha? Ja, wahrscheinlich unser neuer Zahnarzt. Der hinterfotzige Fotzenspangler. Du brauchst nicht nur schauen, wer da herinhockt bei dir. Da kannst du morgen ein Sirrenhaus hat Wandertag. Ja, ein Wasser da die kriegen. Ja, freilich. Soll ich verrosten, oder was? Meinst du, ich wasch mal die dreckigen Haxen bei dir herin? Ein Wasser, das kannst du selber saufen. Du spinnst ja. Jetzt, Sie müssen entschuldigen, aber ich glaube, mit der richtigen Besinnlichkeit, da werden wir noch ein paar Minuten brauchen, gell? Das dauert noch, bis es so wie ausschaut. Ja, offenbar kommt die Bedienung nicht so schnell her da, das gewampert Bergschaf. Jetzt hör mal zu, du Weitler Bummel, du Ruhmkopfix.
Sag zu deiner Bierschubsen, die soll ihr Stirnack und ihren Schwammerkopf daherwuchten und ein Bier mitbringen. Mit die müssen sie einmal sehen. Aber eine Haut hat die wie eine 8-Jährige. Bieren! Die, wenn sie bei der Nacht ihrem Mann stehen, dann bringen sie am Tag wieder. So schaut die aus. Hey, alte Schwungschein, jetzt wucht mal auf deinen Besen und flieg her da. Was? Der ausgeschwabte Wirtsheim sagt, ich soll gehen und Hausverbot hätte ich auch. Dabei waren wir mir ja noch nicht einmal richtig besinnlich, oder? Aber das kapiert doch der nicht mit seinem Spatzenhirn da. Nein, unter uns geht. Der ist noch dümmer wie seine Alte. Und das möchte was heißen. Du beißt jetzt mittlerweile ganz schön am Watschenbaum, gell? Du Gläufe, du. Was der so ein Watschengesicht benannt? Ausschmeißen möchtest mich, oder wir? Du mich! Du Haumdacher, du Fischauger da. Wer soll denn das machen? Vielleicht du Znirchtel, ha? Steht da und schürkelt wie ein Bachratz. Geh, da brauchst du Leute dazu. Du würdest 5 oder Rotbacker, da du grad nachkampi da. Ein Watschen hast schnell über neue Hosen, gell? Ich will aufstehen. Dann schlagt's bei dir ein, da kannst du nachher mit Arsch auf durchschauen. Wie was für Spätzl hast du? Ja, das wird schon so halbdeppen sein, so der Haudi. Ja. Die haben gar nicht so klar. Liebe Leute, so wie es ausschaut, habe ich jetzt gar keinen großen Durst mehr, gell? Ich glaube, ich gehe jetzt schon langsam heim. Ist ja schon spät genug. Und morgen möchte ich wieder aufstehen. Dann reden wir einfach ein nächstes Mal weiter. Beim nächsten Mal machen wir es uns gescheit besinnlich, gell? Die starke Zeit ist ja jetzt da, die ist noch ein bisschen da. Da trifft man uns schon einmal vorher. Ja, das Wichtigste ist, seid schön besinnlich, seid freundlich. Ja, und noch eine schöne Adventszeit. Jetzt muss ich es aber packen, gell? Also, Servus.